Aber um den Recken gab es keine Julianerweih, soweit ich weiß. Oh oh. Das heißt, du bist ein Woi? Ups, jetzt haben sie mich. Wer gegen unser Gesetz verstößt, ist des Todes. Aber wenn du tatsächlich ein Recke bist, sieht die Sache natürlich anders aus. Die Freunde der großen Obosa müssen wir mit Respekt behandeln. Außerdem ist es auch in unserem Interesse, Naboris zu besänftigen. Du hast ihn doch auch gesehen. Vanaboris stapft in einen Sandsturm gehüllt durch die Wüste. Und er schlägt jeden, der sich näher mit Blitzen. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten, doch allein haben wir keine Möglichkeit, das zu tun. Wenn du wirklich ein Recke bist, willst du dann in Naboris eindringen und ihn für uns besänftigen? Majestät, wir wissen noch nicht, ob wir ihm trauen können. Es wäre töricht, ihm diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen, von der uns alle Leben abhängt. Sollen wir nicht vielleicht zuerst einmal mit der Rückholen des Helms beauftragen? Das ist gar keine schlechte Idee. Hör zu. Es gibt nur einen Weg, den verheerenden Blitzschlägen zu widerstehen. Der Donnerhelm, heiliges Erbe der Gerudo. Leider wurde er uns vor einiger Zeit von einer Diebesbande gestohlen. Mach doch keine Sorgen. Wenn er wirklich ein Recke ist, sollte ihm das keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn du Informationen zu den Banditen suchst, die unser heiliges Erbe gestohlen haben, sprich mit den Soldatinnen. Du sollst zuerst zur Kommandantin Tikla gehen. Du findest sie auf dem Übungsplatz der Soldatinnen da drüben. Ohne den Helm haben wir keine Chance, uns Naboris zu nähern. Ich bin jedenfalls froh, dass ein so besonderer Gast zu uns gefunden hat. Sicher hat Obos seine Schritte gelenkt. Wer weiß, ich hoffe immer noch, dass sie am Leben ist. Der Donner-Titan. Ja gut, dann brauche ich jetzt die Verkleidung ja auch nicht mehr. Gott sei Dank. Das war Blitzschlag, war doch nicht so verkehrt. Ein Woi! Hier ist ein Woi! Sofort festnehmen! Ich dachte, ihr hättet... Was ist das für eine Königin? Au! Oh. Wollt ihr von unserer Stadt nicht betreten? Das Gesetz der Gerudo. Das ist klar, lass ich nicht mehr blicken. Was ist das denn für eine Scheiße, ey, meine Güte. Ich glaube, ich spinne, obwohl wenn ich schon mal hier draußen bin. Zwar in der Wüste, so eine Tageszeit stimmt allerdings. Da könnt ihr doch mal ganz kurz gucken und dann sehen, wie ich hochkomme. Vielleicht sogar noch einen Tempel hier betreten kann. Schreien, ich komme schnell auf Tempel. Meine Güte, hey. Damit hat er das echt nicht gerechnet, von wegen, ja, du bist ein Woi und so, okay. Sprich mit dir da und dann wegen Donnerhelm und so. Und ich denke mir so, ja, ich will die Klamotten ausziehen. Oh ne, ist hier ein Woi drin. Was? Mein oh. Schatten, Schatten, wo ist dein Schatten? Wo ist der Schatten? Ich habe andere gefragt, wo ist... Was ist denn da für... Was ist denn da Grünes? Seltsam. Da hat irgendwie etwas Grünes gesehen, ein grünes Licht und so. Der gut, im Nordwesten wäre es jetzt zwar. Hätte schwören können. Da sehe ich zwar den Schatten noch. Da muss der Schatten genau hier sein. Hier vorbeikommen. Ja, Mist. Und den Tour jetzt verpasst.
Und dann, wenn der Schatten hier vorbeigekommen wäre, dann da auf die... Man könnte es eigentlich so interpretieren, das Ganze. Ja, Quatsch. Scheint Himmelslicht im Nordwesten hell. Nordwesten wäre es eigentlich mehr oder weniger. Eines Turmschattens Spitze mit Mut. Schieß ein fallendes Lichtesquell. Ach so, an des Turmschattens Spitze mit Mut. Ja klar, Turmschatten wäre dann genau hier gewesen, wo ich jetzt stehe. Mit Mut schieß ein fallendes Lichtesquell. Das heißt in die Sonne, damit die Heldenprüfung sich auftut. Ja. Zu spät. Verdammter Mist. Oder was eigentlich bei der Zeitpunkt? Also es war doch irgendwie abends so. Nachmittags 3:30 vielleicht. Dann könnte ich doch... Ah, wie kann ich die Zeit bis dahin? Nee, der geht ja gar nicht. Ah, Mist, verdammter. Mist, Mist, Mist. Ja, ich muss es anders machen. Dann muss das doch anders schreien. Hä? Das ist eine Markierung, aber eine Kiste fast übersehen? Wie jetzt hier auch noch? Hä? Hier auch eine Kiste. Soll ich überall Kisten übersehen haben? Das glaube ich jetzt eher weniger. Ja, da schicke ich schnell ein paar Fehlfunktionen. Ist ja auch schon alt, das Teil. Aha, Wolfsting stammt aus einer anderen Dimension. Julia Wies können nicht sehen. Ja, toll. Klar, ist ja auch aus Twilight Princess. Ja, wegen der Quest und so, wegen dem Schrein. Ja, logisch, Turmschattensspitze, wenn ich natürlich da stehe. Okay. Okay. Ja, Podest und so, klar. Das Teleportieren vergeht hier auch ein bisschen Zeit, sehe ich jetzt gerade. Na klar, ist nicht gerade um die Ecke. So, muss in die Stadt, noch ein paar Informationen abgreifen, dann nächste Tage und so mal gucken. Savak! Ah, den haben wir zwar einmal rausgeworfen. Aber einmal ist er keinmal. Ja, wenn er da, könnt ihr vielleicht bei Gelegenheit mal eure Wachen darüber informieren, dass er da jetzt Freund der Gerudo bin und so. Dankeschön. Was ist hier los? Savak! Ja. Jetzt der Besuch. Niemand will Sandrober unserer verehrten Königin. Die ehrwürdige Patricia ist eine ganz besondere Sandrober, die auch als achtbares Orakel dient. Was sagen Sie, wenn er sogar auf reimen? Jetzt kann sprechen? Muss das mal ausprobieren. Hier kriegst du einen leckeren Apfel. Äpfel magst du doch. Sandroben verabscheuen Krach, explodiert gar etwas, liegen sie flach. Eine poetische Explosion dieser Reim. Ihre ehrfurchtgebietenden Worte haben mich zutiefst bewegt. Mich auch. Auf irgendeine sehr seltsame Art und Weise. Was hat's denn hier noch Schönes? Was ist das denn? Eine Gerudo-Lanze? Ah, das ist eine Fernkampfwaffe. Brauche ich so etwas? Ist da ein Mondsäbel? Der auch noch. Dann Zweihänder, aber sogar zwei noch. Das ist nur das Elektroschwert. So. Lanze mitnehmen. So. Dann auf zur anderen Seite.
Was hier oben noch? Stehen bleiben! Junge, egal wer du bist. Und Erlaubnis, aber sie nicht weiter. Okay. Wie unhöflich. Wieso weiß denn da oben? Verstehe, wer will. So, hier muss er hin. Zuvor mal ganz kurz noch schauen, was die noch so haben. Unterrichtsraum. Verstehe, verstehe. Sieht interessant aus. Ist aber Saba. Was zum... Wie macht man Liebe? Lektion Nummer 1. Schenken Sie Ihrem Gatten ein Herz. Was? Ich schlafe nicht, ich denke nur mit geschlossenen Augen nach. Ja, schon mir doch nicht so, da schon du bist die Lehrerin. Die war gerade auch noch da. Hä, wo ist die hin? Frau Lehrerin, Ihre Schüler sind faul. Hä, wo ist die hin? So, das Hintergebiet, da komme ich wieder aus der Stadt komplett raus. Logischerweise mehrere Eingänge. Okay, okay. Stolzkriegerinnen. Sag mal, bist du blind? Wir befinden uns auf der höchsten Alarmstufe. Fremde dürfen hier nicht rein. Ja, aber ich habe die Erlaubnis der Königin. Ganz schön dreist in diesen Dieben, so einen hinterligen Plan in uns auszuwecken. Niemals verloren. Na, dieses Training, was will das anstrengend sein? Wenn es richtiges Training ist, dann schon. Sag mal, was steckt eigentlich Barretta schon wieder? Barretta? Sie meinen, sie wollen einen Blick in das versteckte Banditen riskieren. Jetzt, wo du das sagst, das ist schon jetzt 2 Tage her. Was, so lange in der Sonne? Wieso hast du dich allein gehen lassen? Wieso hast du mir 2 Tage lang nichts mehr gesagt? Tut mir leid. Ich will nur kurz nach dem Rechten sehen. Da dachte ich, es wird schon jetzt passieren. Toll gemacht. Jetzt müssen wir nicht nur nach dem Heiligen Aus, sondern auch noch nach Barretta suchen. Die Kommandantin davon erfährt, dürfen jetzt zur Strafe 100 Runden um die Gerudo-Wüste laufen. Was machen wir jetzt bloß? Seid still, lass mich denken. Dann denken wir ein bisschen schneller. Unser Übungsplatz. In unserem höchsten Lärmzustand. Also, was ist denn los? Aber, warte mal, eine Fremde, die erzählt natürlich nichts. Das ist ein Geheimnis unseres Stammes. Ja, natürlich anders aus. Das sehen wir sowieso. Oder? Was machst du hier? Das ist der Übungsplatz der Soldaten, die der Königin dienen. Sag mal, nicht so ungut und so, aber für einen Gerudo bist du ziemlich wenig gebräunt, wa? Besonders jetzt, da Banditen umgehen müssen, besonders wachsam sein. Die sind jedenfalls kein Ort, in dem sich gewöhnliche Touristen aufhalten sollen. Wie? Bila hat was gesagt? Damit ich um Verzeihung. Ich bin hier die diensthabende Kommandantin Tekla. Vor kurzem wurde unser heiliges Erbe von einem Banditen der Jägerbande gestohlen. Also liegen uns Nerven ziemlich blank. Wir wissen, dass sich das Versteck der Banditen im Kalzertal befindet, aber in der Waldheim leiden meine Soldaten unter Erschöpfung. Da dachte ich darüber nach, externe Hilfe anzuheuern. Einmal hören! Die solianische Weih wird uns von nun an unterstützen. Helft nach Kräften. Neudamen bist du einer von uns. Wenn du Fragen hast, wenn dich meine Soldatinnen. Okay. Was wir rausbekommen, die Banditen. Und dann namens Sieger. Das sind die meiste Verstellung und Spionage. Oh nein, die Jäger schon wieder. Oh, was wollen die mit dem Donnerhelm? Also vermutlich, weil hier die Gerudo dem Königshaus in Hyrule irgendwie dienen und ja, das wollen natürlich die Jäger nicht zulassen, ne? Die haben ja Ganon ihre Treue geschworen. Und sind dann verdünnisiert. Soll Nachfahren der Sheikah sein, die vor langer Zeit vom König verjagt wurden und den Bösen anheimfielen. Aber warum sie es jetzt auf unseren Donnerhelm abgesehen haben? Wo ist denn das Versteck überhaupt? Wir wissen, dass das Versteck der Banditen im Kalzertal liegt, aber das Gegend ist höchst unwegsam. Da einzudringen, na dann bislang kein Erfolg. Und wenn der Stamm so vorführt. Das kann ich mir vorstellen, vor allem hier in der Wüste. Wo ist denn das? Hier kann...
Aber ihr wart ja schon in... Ach so. Natürlich haben wir gefragt, was das überhaupt für seltsame Statuen hier waren. Das sind vielleicht irgendwelche Alarmsensoren oder so. Ach du Scheibenkleister. Die sind also hier oben. Das passt eigentlich noch gut, wenn ihr sowieso hier in der Nähe den Donnerhelm zurückholen. Wüsten hier sollen ja die großen Viecher noch sein. Okay, okay, was haben wir ja sonst noch so alles? Exil der Drachen. War gar, hier kommen Runensand aber gar nicht. Ja, der muss so sein. Das ist viel zu weit weg. Lass auch mal löschen hier. Sieht man ja einmal Entfernung aus. Osgerudo, Tor von Perit. Das sieht auch seltsam aus. Könnte sich irgendwie so einen Schrein befinden. Osgerudo Hochland, okay, okay. Die war ich jetzt auch noch nicht. Ja, hier würde aber auch immer noch Vanaboris herum. So. Was ist denn das noch? Ein Riesenskelett wie hier unten auch. Toll. Da oben also. Okay. Was sagt der Schikastein? Also Versteck auf. Weitere Informationen. Okay. Nicht in die Quere, ja? Ja, ist schon gut. Niemand verloren. Dieses Training muss wirklich so anstrengend sein. Aber was ich auch mal anregen kann, ist man nicht beschweren. Ja, wenn angegriffen wurde. Schnell Sandstürme, vielleicht hat sie Orientierung verloren und sich verlaufen. Da machen wir ja solche Sorgen. Ja, Sandstürme, Sandrobben auf die Suche. Könnte ich zwar auch machen mit Sandrobben, ich weiß nicht, ob das wirklich etwas bringt. Die sind ja auch relativ groß und sicher auch ziemlich laut, das werden doch die Jäger bemerken. So, ich habe Informationen bekommen. Was ist denn? Wir geholt haben. Ja, das gehen wir uns ins Reparieren und finden Sie schon. Ja, das habe ich schon. Meine Güte. Dem heiligen Bandschwert haben sie eigentlich schon recht. Die Tarn aufhalten. Tja. Das ohne das heilige Bandschwert? Ohne das Masterschwert? Das sehe ich jetzt irgendwie schwarz. Aber okay. Wollen wir übernachten? Wosak! Hol dich etwas aus. Hauptpflegeprogramm. Mach jetzt mal normal, weil ich will sowieso zum Tempel noch. Naja. Machen wir am Mittag. Savo! Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, mache ich schon. So. 12 Uhr haben wir es jetzt. Wie sieht's aus? Bin ich gut genug ausgerüstet? Den Wächterschild. Also vom Mentalschild jetzt verstecken. Ja, aber ich würde ihn gerne mal gegen den Wächter einsetzen, wenn ich wieder mal einen sehe. Schon lange keinen mehr gesehen. So. Also da hoch muss ich. Okay, wie sieht es mit den Gerichten alles aus? Ich habe 4 Feen, ja, das muss eigentlich reichen. Genug Medizin, Schlafmedizin auch noch, vor allem für die Nacht. Okay, okay. Dann die Kühlungsdinger. Falls etwas sein sollte. Ich sagen, plus 7 extra Herzen, ganz geil. Sogar noch Fitnessmedizin, ein bisschen extra Ausdauer. Okay, okay. Muss reichen. Was haben wir jetzt? 12:10 Uhr.
eigentlich noch ein guter Hinweis, war wegen dem heiligen Bandschwert und so. Ich habe mich schon immer gefragt, wann mache ich mich auf der Suche nach dem Masterschwert, aber ich glaube, jetzt habe ich sogar einen relativ guten Anhaltspunkt. Oder vor allem einen guten Grund. Ist immer noch 12:10 Uhr. Die Sonne ist ja eigentlich schon ziemlich weit, also können Sie mal riskieren. So. Dann vielleicht besser Klamotten anziehen. Ich muss jetzt immer mit diesen Klamotten rumlaufen in Godostadt. Naja. So. Perfekt. Vermutlich zu früh, oder? Wenn der runtersegelt. Keine Chance, Thomas ist viel zu weit weg. Hey, wie sollen da überhaupt jemals irgendetwas treffen? Wie heißt das schon wieder? Gemäß dem Hinweis. Scheint Himmelslicht im Nordwesten hell. Das wäre jetzt langsam mal soweit. An des Turmschattens Spitze mit Mut. Schieß ein fallendes Licht des Quellen, damit eine helle Prüfung sich auftut. Weil ihm noch der Schatten fehlte. Wir sitzen da. Wobei, da kommt er langsam, da ist er schon. Das Turmschattens Spitze mit Mut. Ja, aber Turmschattens Spitze, ist denn der wirklich hier drauf nachher? Oh, ich glaube, das täuscht ziemlich. Hm? Hey. Hm. Könnte das wohl klappen? So. Der ist doch viel zu weit unten. Aha. Obwohl, vielleicht, wenn es ein bisschen später wird. Was ist passiert? Hä? Was ist das denn? Was war das? Schön, hat geklappt. Aber was war das gerade? Da ist irgendwie etwas gigantisch mit einem gigantischen Schweif vorbeigeflogen. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, super. Sasa Kai Schrein. Da bin ich mal gespannt.
Was wird es wohl für eine Prüfung sein? Einmal runter, bitte. Seltsam, oder? Ich meine, klar, es gab so ja, ein akustisches Signal, sag ich jetzt mal. Aber das ist da oben dieses Vieh? Hä? Was war das bloß? Oh nein. Keine Kraftprüfung, oder? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Asakai. Du wirst geprüft werden. Kraftprobe, Mittel. Achso, Mittel. Ja, da schon mal. Mittel geht ja ganz gut. Nee. Eine Waffe, ich hab den. Nicht irgendwie noch. Für die, was nehme ich da am besten? Vielleicht mal Elektropfeile versuchen. Ja, das könnte doch ziemlich noch wehtun. Werktags noch am Schluss drauf zu hauen, okay. Mal schauen. Ja, wenn ich dich platt mache, weiß ich ja. Nee, so geht's nicht. Aua! Ey! Also relativ wenig Schaden, war. So, wollen wir doch mal schauen! Das war gar nicht mal so übel, ne? Was hat er vorhin dabei? So. Geblockt. Na? Schon wieder. So, das tut richtig weh. Ja. Ups. Da ist kein Pfeil mehr, aber es wirkt. Das ist schon mal ganz gut. Machst du jetzt schon wieder? Also das stimmt, wir haben eingekauft. Kann ich vielleicht auch einfrieren? Da klappt sogar, krass. Ist immer so stark, wa? Ja, verdammt. In euer mieses Timing, ey. Auch schon wieder. Frozen! Oh, verdammt. Die Zerbrichgleise nicht gut. Ich würde die gerne noch ein bisschen behalten. Was jetzt? Das ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, mal den Schild hier zu testen. Nein, mein Schild ist down. Ich dachte, der wird automatisch kontern, blocken. Zumindest war das meine Hoffnung. Ah, noch relativ viel Energie verloren. Mein Geschmack zu viel. Allerdings das Kontern. Ah, Mist. Oh.
muss es ja mal lernen. Es ist eine Prüfung lernt man halt. Man ist ja auch lernbegierig. Soll doch zumindest sein. Nein! Das gibt's nicht! Oh! Meine ganzen Schilde! Oh! Super, ich kann doch nicht mehr kontern. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Noch irgendwas, um mich kurz aufzufüllen. Ja, komm, schieß. Ist mir scheißegal. Ein Recke weiß ich halt immer zu helfen. Auch wenn er Umwege nehmen muss. Oh. Das miese Konto, ne. Wächterschwert, immerhin etwas. Wächterlanze, dann eine Option anstelle der Gerudo-Lanze vielleicht, Scheiße, aber das wäre so eine coole Idee. Das geht dann langsam kaputt, meine ganzen Schilde. Oh, und der Wächterschild, verdammt, der wird irgendwie automatisch kontern. Das Blocken des Lasers. Bei den Kleinen hatte ich irgendwie gar keine Probleme, mit den Großen doch wieder, aber er konnte es auch mal. Übung macht den Meister. Ein Eisschwert. Ja, am blauen Gegner einzufrieren. Krass. Einfach ein Elektroschwert. Ich habe sogar ein Eisschwert. Oder hätte gleich eins. Ganz kurz. Dann machen wir den Mondsilber vermutlich nicht mehr. Mach's mal so. Ein Eisschwert. Eisschwert, Elektroschwert, dann gibt es sich noch irgendwie ein Feuerschwert. Ach, dringend mehr Plätze hier. Maronus, wo bist du bloß? So. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ja. Der Held, den ich kontern kann. In Namen der Göttin Hylia fleischt dir ein Zeichen der Währung. Und ich fange wieder von vorne an mit Sammeln. Dankeschön. Mein Dienst erfüllt, möge die Göttin dir beistehen. Ja, die Göttin. Also das alleine schon ausreichen. Scheiße, das ist ein Kontern, verdammt. Ja, ich weiß immer kurz am Aufschlag und so am Ende, da bin ich immer zu früh oder zu spät. Hey, ein Thema weniger. Okay, jetzt wird es langsam Abend. Das wird der perfekte Zeitpunkt, dann langsam sich mal einzuschleichen. Ich weiß, es ist hier in der Nähe. Jetzt da ein Meterplateau. Kalzertal, ja. Hier oben zu gucken lohnt sich nicht mehr groß. Da war ich ja auch schon. Auf dem Weg hier hin. Da nochmal ganz kurz hier hin und dann da runter gucken. Ja, dort werden wir noch gehen. Und dann hier durch und... Was ist denn hier oben? Oh. Ein Moblin-Versteck oder Boglin-Versteck, wie es aussieht. Sophias Plateau. Und dann vielleicht sogar hier. Sieht auch so seltsam aus wie so ein Versteck.
Das Versteck der Jäger. So, so. Tja, mal schauen. Ob die wohl noch finde?